Ja, für die Geschichte gehen wir ein paar Jahre zurück, zum genau seit 3000 Jahren. Und zwar in die Zeit der Ägypter. Pyramiden, Pharao, kommen gerade so Bilder in den Sinn. Und die Ägypter, die sind nicht nur für das bekannt gewesen, sondern auch in selber Zeit sind sie die Starken gewesen. Die alles beherrscht haben rundum. Und sie haben darum auch ein grosses Heer, eine Armee gehabt, mit Streitwagen, viel Pferd, Soldaten. Und an dieser Stelle brauche ich gerne mal ein bisschen Hilfe, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Jetzt haben wir vorher schon ein bisschen Pferdchen geübt, das ist super. Jetzt würde ich sagen, da, der rechte Block von mir, der linke Block, ihr wäret jetzt der Ägypter und ihr dürft gerne mal die Geräusche, die wir vorher schon ein bisschen geübt haben, mir mal so ein richtiges Reiterheer geben von den Ägyptern. Können wir das mal machen? Genau, super. Ist noch ein bisschen Ponyhof, noch ein bisschen Leute. Jawohl, perfekt. Da kommt man richtig Angst über, oder? Gut, danke vielmals. Das brauchen wir dann später nochmal. Wir sind also bei den Ägyptern und zur Zeit, wo die Geschichte spielt, sind die Israeliten Sklaven bei den Ägyptern. Das heisst, sie sind dort nicht frei gewesen, sondern sie mussten arbeiten. Und Gott hat jemanden berufen von den Israeliten. Und jetzt dürft ihr, die da vorne sitzen, die Kinder, dürfen sonst gerne mal die Israeliten sein. Ist das gut? Wenn es andere Kinder hat, die auch noch führen kommen zum Ägypter, sie dürfen dir das. Jetzt hat Gott den Mose berufen. Hat jemand von euch Lust, zum den Mose zu sein? Der Mose, der muss ja nichts reden, gell? Das wissen wir, der redet nicht so gern. Hast du wollen? Darfst du führen kommen? Sehr gut. Darfst du mal hier kommen? Der Mose braucht einen Stab. Hast du den heben? Super. Sehr gut. Mal einen Applaus. Genau, da haben wir unseren Mose. Gott hat den Mose berufen, damit er das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausführt. Und das Volk Israel hat ganz viele Sachen erlebt. Übernatürliche Sachen, Wunder. Zuerst die 10 Plagen, die gekommen sind. Und nachher, wo der Pharao sie tatsächlich hat gehen lassen, ist eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule am Tag vor ihnen hergegangen, damit sie immer wissen, wodurch. So ein bisschen wie ein Wegweiser. Und ich muss mir vorstellen, ihr Israeliten, ihr seid jetzt lange unterwegs gewesen, habt alle so euer Zeug gepackt, grosse Rucksäcke weg und sind aus Ägypten rausgezogen. Und es war ein bisschen streng gewesen, aber gleichzeitig auch mega lässig, weil jetzt sind wir nicht mehr in der Gefangenschaft, sondern frei. Und ich sind mega gerne Mose angezogen. Jetzt ist aber etwas passiert. Und zwar ist es plötzlich vorne nicht mehr weitergegangen. Es hat nämlich ein Meer vorne dran, wo es gar kein Durchgehen mehr gegeben hat. Keine Brücke, nicht irgendwie ein Tunnel, wo man durch konnte. Und es sind stehen geblieben. Und die Wolkensäule, die vorher vorangegangen ist, war hinter uns. Ja, wie geht man jetzt da weiter? Was könnte man machen? Die Israeliten sind ein bisschen unruhig geworden. Und als wäre das nicht schon genug, haben sie plötzlich in der Distanz das Reiterheer der Ägypter gehört. Mach ich leise an. Genau, sie sind ein bisschen nervös und dachten, ui nein, was ist das? Was passiert da? Und als die immer näher gekommen sind, was immer lauter geworden ist, haben sie angefangen zu Gott und zum Mose rufen und gesagt, was ist da los? Wir wären gescheit in Ägypten geblieben. Wir haben Angst vor diesen Reitern. Dort haben wir wenigstens etwas zu essen gehabt, wir mussten nicht Angst haben. Vorne hat es keinen Weg gegeben, links hat es keinen Weg gegeben, rechts hat es keinen Weg gegeben. Und damit wir das ein bisschen gut sehen, darf jetzt mal der Rest noch aufstehen, so die 3 Blöcke da. Genau, ich darf mal ein Päuschen machen dort. Gut, ihr dürft alle aufstehen und dann mal die Hände links und rechts rausheben, so schön waagerecht. Und die da so ein bisschen am Gang sind, können da den Gang zumachen, dass man da nicht mehr durchkommt. Sehr gut. Also was jetzt aussieht wie eine Aerobic-Übung, ihr seid einfach das Meer. Könnt vielleicht noch so ein bisschen Wellen machen? Ja, famos. So habe ich mir das vorgestellt. Also ihr seht, Kinder, am besten stehen ihr auch mal auf, Kind. Da gibt es keins Durchkommen. Und die Israeliten haben zu Gott gerufen und Gott hat zu Mose gesagt, was rufen dir so? Was schreien dir so? Geht doch vorwärts. Mose, darfst du mal da rüberkommen, in die Mitte? Mose steckt den Stab aus, darfst du zum Meer heben. Und da hat sich plötzlich ist ein Wind aufgekommen und das Meer hat sich angefangen zu teilen. Schau mal. Sehr gut. Und der Mose ist vorausgegangen
und ist durchs Meer durchgelaufen. Jetzt darfst du da hinter den Gang laufen. Genau, vorsichtig mit dem Stab, großen Stab. Und die Israeliten sind hinter dem Mose hergelaufen. Jetzt dürfen die alle hinter dem Mose herlaufen und sind durchs Meer durch. Grossartig. Ja, ein bisschen vorsichtig, oder? Man weiß nicht so genau, was ist da mit dem Wasser. Vielleicht noch ein sumpfiger Boden. Und dann ist es ein bisschen ein krummes Meer. Ihr dürft da hinten links rundherum und dann von hinten wieder vorkommen. Perfekt. Und wo sie so gelaufen sind auch die Ägypter. Können wir die Ägypter noch mal hören? Die Ägypter sind auch beim Meer angelangt und sind direkt hinten reingegangen und haben angefangen, die Israeliten zu verfolgen, die da immer noch vorne durchs Meer durchgezogen sind. Sehr gut. Und wo die Israeliten auf der anderen Seite angekommen sind und mit auf dem Trockenen waren, ist wieder ein Wind gekommen und das Wasser ist zugegangen und hat die Ägypter weggespült. Man hat nichts mehr gehört von ihnen. Genau, so hat Gott seine Israeliten gerettet, weil sie ihm vertraut haben und hat so das Wunder gemacht. Können wir einen grossen Applaus für den Mose und für das Volk Israel? Danke dir vielmals. Genau, auf Gott vertrauen lohnt sich. Ja, hey, was für eine coole Geschichte. Ich muss da noch schnell etwas ausstellen. Super. Hey, ich weiss nicht, wie es euch geht. Seit ich Kind bin, begeistert mich die Geschichte. Ich weiss nicht, es ist einfach etwas, die Israeliten sind in dieser ausweglosen Situation, ich habe das ein bisschen selber erlebt, das ist ein Meer, es gibt weit und breit keinen Weg durch und dann teilt sich das Meer. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Genial. Und manchmal, wenn ich in der Ferien am Meer bin, dann versuche ich mir das so vorzustellen, wie das echt hat müssen sein. Und ich bin nämlich sehr dankbar, bin ich noch nie in so einer Situation gewesen wie die Israeliten. Ich habe noch nie ein Meer vor mir gehabt und dann ein hässiges ägyptisches Heer, das hinter mir hergegangen ist. Jetzt könnt ihr schauen, wie viel man sich heute Morgen Heer und Meer verwechselt. Da ist mir viel passiert in der Vorbereitung. Meer, Heer, Meer. Können wir zählen. Ich bin noch nie in so einer Situation zum Glück. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Oder ist jemand schon mal von einem ägyptischen Heer verfolgt worden? Okay, wenn jetzt jemand aufgeschreckt hat, dürft ihr nachher noch zu uns kommen, in ein Seelsorgegespräch. Würden wir mega gerne mit euch reden. Genau, wir sind noch nie in so einer Situation gewesen. Aber ich hatte auch schon Situationen gehabt, wo ich nicht so einen Weg rausgesehen habe. Wo ich so ein bisschen unsicher war, hey, was kommt jetzt als nächstes? Und ich muss euch da ein bisschen etwas beichten. Ich habe nämlich ganz einen schlechten Orientierungssinn. Und verlauft mich öppen mal. Jetzt könnt ihr mich ein bisschen besser machen oder dass ich mich ein bisschen besser fühle. Wer da innen hat sich auch schon mal verlaufen? Ich muss schnell Hand auf. Oder fühle ich mich so viel besser? Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ich mag mich noch erinnern, ich bin einmal in Australien wandern, ich bin campieren und ich hatte die grandiose Idee gehabt, dass ich das allein mache. Mit meinem schlechten Orientierungssinn. Da wisst ihr jetzt schon, das kommt nicht gut. Und zuerst ist alles gut gegangen. Ich habe mein Zelt mitgenommen, ich bin campieren, ich habe das gefunden, ich habe übernachtet und am nächsten Morgen, richtig voller Energie und gestärkt, bin ich losgelaufen. Und dann bin ich an so eine Weggabelung gekommen. Und der eine Weg, so der rechte, ist ein bisschen den Hügel durchgegangen und der linke ist so runter zum Meer gegangen. So schön der Küste entlang. Und ich habe ein GPS dabei gehabt, es hat nicht super gut funktioniert, aber man hat so einen Punkt gesehen. Wer schaut damals auf den Punkt, wo er durchlaufen muss? Ich komme ohne den Punkt nirgends an. Ich bin mega dankbar für den blauen Punkt. Und es hat ausgesehen, als ob ich geradeaus, also so ein bisschen zum Meer, aber weiter. Ich dachte, cool, schöner Weg, ein bisschen der Küste entlang, super. Und habe mich dort runterbegeben. Und ich bin gelaufen und irgendwann ist so aus dem Pfad eher so ein bisschen Stein geworden, so ein bisschen küstenmässig, es ist ein bisschen schwieriger geworden, voranzukommen. Hat mich aber nicht überrascht. In Australien ist alles gefährlich, also dass ihre Wanderwege vielleicht auch ein bisschen komisch sind, habe ich gedacht, ist schon gut, ist alles okay. Und mittlerweile ist so rechts eine richtig schöne Felswand entstanden, dem anderen Weg, den wir nehmen können. Und nach mehreren Stunden habe ich gemerkt, hey, irgendetwas stimmt nicht. Es hat nämlich immer wieder so Abzweiger gegeben auf meiner Karte, die gesagt haben, ich sollte rechts rüber können. Und das Einzige, was rechts von mir war, war die Felswand. Und ich habe dann mal
bisschen besorgt, mir einen Moment Zeit genommen und mal die Karte genauer angeschaut. Und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich zwar in die richtige Richtung am Laufen bin, dass ich aber etwa 10 Meter über und etwa 70 Meter oben hätte müssen sein. Oberhalb von dieser Felswand. Und weil die zwei Wege so nahe waren, hat mein GPS gemeint, ich laufe schon auf dem richtigen Weg. Und es hat mir immer angegeben, das ist gut, du kannst weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, jetzt stecke ich fest. Das ist eine ganz blöde Situation. Ich müsste irgendwo dort oben sein. Dort ist der Weg und ich bin momentan da unten. Kommt nicht gut. Und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe mir überlegt, zurückzugehen. Das habe ich dann schnell verworfen, die Idee, weil ich bin wirklich mehrere Stunden unterwegs war. Ich wusste, hey, wenn ich jetzt zurücklaufen müsste, dann würde das mehrere Stunden gehen. Und dann müsste ich ja wieder vorne laufen. Das würde auch noch mal Stunden gehen. Und dann muss ich ja noch heimlaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in einem Tag noch geschafft hätte. Vielleicht hätte ich noch mal im Dschungel übernachten müssen. Das ist in Australien nicht so cool. Und dann war rechts die Felswand. Ich habe mir überlegt, soll ich hochklettern? Das ist irgendwie auch nicht so gegangen. Es war recht steil. Ich war allein, ganz eine schlechte Idee. Also auch das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe auch nicht gewusst, wenn ich jetzt da weiterlaufe, kommt dann wirklich irgendein Weg? Komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich wieder zurück kann, auf den Weg, wo ich müsste sein? Und ich bin dann effektiv weitergelaufen, habe viel gebetet in dieser Zeit. Mein Gebetsleben hat sich sehr verbessert in diesen 1,5 Stunden. Und irgendwann ist so ein Weg weggegangen, wo die Felswand runtergekommen ist und ich zumindest mal anfangen gegen laufen. Und nachdem ich mich dann eine halbe Stunde, 3/4 durch den Wald durchgekämpft habe, völlig ohne Weg, bin ich irgendwann auf einen Trampelpfad gestoßen, wo ich endlich einen Weg aus dieser Situation herausgekommen habe. Ich bin Gott so dankbar gewesen, dass er mich aus dieser Situation herausgeführt hat und einen Weg gemacht hat. Jetzt heute bin ich zum Glück verheiratet. Meine Frau hat einen viel besseren Orientierungssinn, das heisst, ich verfahre und verlaufe mich ein bisschen weniger, wenn ich nicht stur bin, um auf sie zu hören. Genau. Hey, ich weiss nicht, ob ihr euch schon mal verlaufen habt und in so einer ausweglosen Situation sind. Aber ich glaube, wir alle kennen vielleicht auch so Situationen aus unserem Alltag heraus. Vielleicht haben wir einen Kollegen oder eine Kollegin und die haben etwas gesagt, was sie verletzt hat und noch vielleicht nicht hätten sollen sagen. Und die merken, hey, da kann ich jetzt nicht einfach zurückgehen, das kann ich nicht einfach zurücknehmen. Aber wir sind euch ja noch nicht sicher, was jetzt der Weg aus dieser Situation raus ist. Vielleicht haben ihr ein paar schlechte Prüfungen eingeholt und ihr habt das Gefühl, hey, da komme ich nicht weiter, das geht nicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Lehrstelle gehabt, die ihr unbedingt wollt, oder ein Gymi, das ihr unbedingt machen wollt. Und das ist nicht zustande gekommen, das hat nicht funktioniert. Und ihr wisst jetzt nicht genau, hey, was ist der Weg vorwärts? Oder vielleicht habt ihr einen Job verloren, sind überraschend gekündigt worden. Vielleicht habt ihr gesundheitliche Beschwerden, wo ihr irgendwo nicht sicher sind, hey, was ist der Weg aus dieser Situation raus? Und ich möchte mit euch schnell 2, 3 Sachen anschauen, aus dieser Geschichte, die ich glaube, können wir für unser Leben lernen. Weil das Schöne ist, wir haben einen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Gott hat das Meer geteilt und einen Weg gemacht und so kann er auch einen Weg für uns machen in unserem Leben. Egal in welcher Situation. Es gibt einen wunderbaren Vers in Markus 10, 27, das ist im Neuen Testament, das ist ein bisschen später als die Geschichte von Israel. Und dort steht, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Das, was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und ich möchte kurz beten, bevor wir uns ein bisschen in die Schuhe von diesen Israeliten versetzen und schauen, was wir von ihnen lernen können. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für jedes einzelne Kind und jeden Erwachsene, der da ist. Und dass wir zusammen die Zeit verbringen dürfen. Ich danke dir, bist du ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und ich bitte dich, dass du die Zeit jetzt segnest, die wir haben. Amen. Amen. Okay, wir versetzen uns mal kurz in die Schuhe der Israeliten. Ihr habt das vorher selber ein bisschen erleben. Ihr seid dort gestanden, vor euch ein Meer, hinter euch kommt das ägyptisches Heer und ihr seid in dieser Zwickmühle rein. Und bis jetzt, und das haben wir in der Geschichte nicht gesehen, aber bis jetzt ist immer eine Feuersäule vor dem Volk Israel hergegangen. Also, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, ist Gott in Form von einer Feuersäule immer am Volk Israel vorangegangen. Das heißt, wenn sie jemals unsicher waren,
wodurch das es geht und was der Weg ist, haben sie einfach schauen, wo ist die grosse Feuersäule? Ah, da ist sie. Und dann haben sie die Richtung laufen. Super einfach, oder? Und jetzt stehen sie an dem Meer und dann passiert ganz etwas Komisches. Die Feuersäule verschwindet nämlich von vorne und geht hinter sie. Mega komisch. In dem Moment, wo das Volk Israel vor dem unüberwindbaren Hindernis steht und sie eigentlich einen Weg bräuchten, wo Gott vorangeht, verschwindet die Feuersäule und geht hinter sie. Und ich kann mir vorstellen, die in der vordersten Reihe waren, die sind für einen Moment ein bisschen verwirrt gewesen. Vielleicht haben sie sogar ein bisschen mehr Angst gehabt und dachten, ja super, wir stecken fest, jetzt verschwindet Gott noch. Und ich glaube, in unserem Leben ist es doch manchmal so, wenn wir vor einem riesigen Problem stehen, dann haben wir das Gefühl, wir sehen Gott nirgends in dem hinein. Wir schauen links und rechts und wir sehen nur das Problem, aber Gott scheint nirgends herum zu sein. Aber Gott war nicht weg. Gott war nämlich hinter den Israeliten. Und wer war hinter den Israeliten, der auf sie zugerannt ist? Wer weiß das? Jesus ist immer eine gute Antwort. In dem Fall war es nicht Jesus. Die sind da hingesessen, das sind die Ägypter. Oder die Ägypter, das war die Gefahr, die auf Israel zugekommen ist. Und Gott ist hinter die Israeliten gegangen und hat sie beschützt von dort. Gott hat sich wie eine mächtige Wand zwischen die Israeliten und die Ägypter gestellt und für sie gekämpft. Und auch in unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, hey, Gott sehe ich nicht am Wirken in meinem Leben momentan. Wir dürfen wissen, er wirkt genau dort, wo wir es am meisten brauchen in dem Moment. Gott kämpft für uns genau dort, wo wir es am meisten brauchen. Und das ist vielleicht gar nicht dort, wo wir heranschauen. Aber er beschützt uns und er kämpft für uns. Also wir dürfen sicher sein, auch in einer Situation, wo es auswegslos scheint, ist Gott bei uns und er ist für uns am Wirken und er möchte uns helfen. Und die Israeliten haben jetzt einen Moment gehabt, wo sie durchschnaufen konnten. Ein bisschen, oder? Vorhin war es zwar immer noch das Meer, das Hindernis, es hat noch keinen Weg gegeben, aber Gott ist hinter ihnen gestanden und hat ihnen den Rücken freigehalten. Okay, man muss durchschnaufen. Und dann ist es aber einen Moment gegangen, bis Gott das Meer geteilt hat. Es steht in der Bibel, es sei ein starker Ostwind gekommen, der dann die ganze Nacht durch das Wasser zurückgetrieben hat. Und sie sind so in dieser Zwischenzeit gewesen. Sie sind am Meer gestanden, hinter ihnen war Gott, hat ihnen den Rücken freigehalten, aber vor ihnen ist noch kein Weg bestanden. Vielleicht haben sie sich gefragt, hey, was machen wir jetzt? Cool, Gott kämpft für uns, aber wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Und ich frage mich, ob die einen, vielleicht wieder in der vordersten Reihe, sich überlegt haben, können wir vielleicht schwimmen? Können wir nicht einfach übers Meer schwimmen? Oder wenn die Ägypter hinter uns sind, wir müssen irgendwie die Richtung fliehen, können wir nicht einfach drüber schwimmen? Ich sage, nein, genau, ich sage das nämlich richtig. Aber ich muss ehrlich sein, jetzt, wenn ich nicht gerade einen Arm in der Schlinge habe, dann bin ich ganz ein passabler Schwimmer. Und wenn ich einen Weg sehe und denke, hey, das schaffe ich vielleicht, da komme ich aus meinem Problem raus, noch ein bisschen ein Workout reinpacken, dann überlege ich mir nicht lange, ob ich jetzt noch warten soll, bis Gott einen Weg macht, sondern sage ich, ja, ich kann ja etwas machen. Zack, nehme ich das in Angriff. Gerade wenn wir so Machertypen sind, dann versucht man manchmal so Situationen, so unmögliche Probleme in unserem Leben mit unseren begrenzten Möglichkeiten zu lösen. Und das haben die richtig gesagt, das funktioniert nicht. Unmögliche Probleme kann nur Gott lösen. Dort, wo kein Ausweg ist, kann nur Gott einen Weg schaffen. Und vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen geduldig sein. So wie jetzt ihr heute vielleicht ein bisschen länger warten müsst, bis wir zum nächsten Worship-Teil kommen und uns wieder ein bisschen bewegen können. Ich habe mal gehört, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Wir müssen vielleicht geduldig sein, aber Gott kommt nie zu spät. Er hat keine Uhr, die 5 Minuten hinten reingeht und plötzlich, oh Scheibe, ja genau, Joel hat ja noch Hilfe gebraucht, ich hätte ihm noch helfen müssen. Er kommt genau dann, wenn es richtig ist und wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist, glaube ich, das Zweite, was wir lernen können. Hey, Gott kämpft für uns, dort, wo wir es am meisten brauchen, und Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und jetzt hat Gott angefangen, einen Weg zu machen. Oder wir haben Gott vertraut, dass er für uns kämpft, dass er am Wirken ist, wenn wir es nicht sehen. Wir sind sicher,
Er fängt an einen Weg zu machen, wir sind geduldig am Warten. Und dann glaube ich, braucht es aber nochmal etwas aus dieser Geschichte. Und zwar glaube ich, es braucht ein bisschen Mut. In dem Innen. Oder wir stellen uns das nochmal schnell vor. Die Israeliten stehen an vorderster Front. So ein richtig starker Ostwind kommt. Und das Meer teilt sich. Links und rechts eine richtig grosse Wasserwand. Wer von euch wäre dort durchgelaufen? Wäre ihr dort durchgelaufen? Ja, ich auch nicht, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, den Gacki in der Hose gehabt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hätte, glaube ich, Schiss gehabt. Und manchmal, ich habe ein Bild mitgebracht, manchmal stellen wir uns das Leben so vor, wenn Gott einen Weg macht. Es scheint die Sonne, ein schöner Spaziergang, vielleicht kann man irgendwo mal noch ein Picknick machen zwischendrin. Aber die Realität für die Israeliten hat eher so ausgesehen. Es war nicht ganz so entspannt, durch das Meer durchzulaufen. Für uns war es da relativ einfach, aber für die Israeliten, hey, da hat es Wind, da hat es Wasser. Die haben gewusst, wenn ich jetzt da durchlaufe und die Wassermassen plötzlich zurückkommen, dann sind wir Toast. Das kommt nicht gut. Toast, genau. Und ich glaube, es hat recht viel Mut gebraucht und Überwindung, in das Meer jetzt zu gehen, um voranzulaufen. Und so, glaube ich, brauchen wir manchmal auch Mut und vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen, wenn Gott einen Weg macht. Meistens verändert sich nicht alles von einem Schlag auf den nächsten. Aber wir kommen langsam voran. Und das Coole ist aber, haben es nachher die Israeliten auf die andere Seite geschafft? Sind da sicher rundherum gekommen? Kinder? Schon, oder? Sie sind sicher rundherum gekommen. Gott hat sie befreit von den Ägyptern, wo sie 100 Jahre lang in Gefangenschaft waren. Und dort, mit dem Aufgehen der Sonne, dreht sie sich um und merken, dass sie jetzt in Frieden und in Freiheit leben können. Hey, so ein cooler Moment, wo sie sehen, dass durch all die Schwierigkeiten durch Gott für sie gekämpft hat und sie sicher auf die andere Seite gebracht hat. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Bild für unser eigenes Leben mit Jesus. Ich habe vorher gehört, Jesus ist die Antwort. Und Jesus ist die Antwort auf unser eigenes Leben. Oder auch wir sind mal gefangen in der Sünde, sagt die Bibel. Auch wir sind dort irgendwo festgesteckt und haben keinen Weg raus. Und dann ist Jesus gekommen, er ist auf die Welt gekommen, er hat das Leben gelebt von einem Menschen, hat uns gezeigt, wie wir nachfolgen können. Er ist am Kreuz für uns gestorben, wieder auferstanden. Und er hat einen Weg gemacht in die Freiheit. Und wenn ihr euch entscheidet, oder wenn wir uns entscheiden, den Weg zu laufen, dann ist das Meer wie ein Symbol für die Taufe. Für den Moment, wo wir alles Alte hinter uns lassen und ein neues Leben dürfen starten. Mit Jesus jetzt. Und ich möchte euch zum Schluss ein paar Fragen mit auf den Weg geben, bevor wir nochmal in einen Worship-Teil gehen. Und die Band darf schon mal hochkommen. Und ich möchte euch fragen, wo steht ihr? Wo stehst du jetzt gerade? Vielleicht in deinem persönlichen Leben, vielleicht hast du eine Situation in deinem Alltag, wo du merkst, hey, das ist so ein bisschen mehr vor mir, ich sehe keinen Weg da durch. Oder vielleicht in deinem Leben mit Jesus. Wo stehst du? Bist du noch am Ufer und fragst dich, hey, wo ist der Weg? In welchen scheinbaren Situationen brauchst du Gottes Hilfe? Gibt es einen Bereich, wo du vielleicht versuchst, aus eigener Kraft voranzukommen, wo du versuchst zu schwimmen und eigentlich müsstest du warten, bis Gott einen Weg macht? Wo macht Gott vielleicht schon einen Weg und du musst einfach mutig jetzt einen Schritt machen? Das kann ja auch sein. Und auf welche Situationen in deinem Leben, und das ist vielleicht eher etwas für ein bisschen die Älteren unter uns, kannst du schon zurückschauen und du siehst, wie Gott einen Weg gemacht hat und du kannst dankbar sein auf der anderen Seite. Wir haben einen Gott, der immer bei uns ist. Egal wo wir stehen, egal ob wir am Ufer stehen, egal ob wir durch das Meer durchgehen oder egal ob wir nachher auf der anderen Seite sind. Gott ist bei uns und er ist ein Gott, der einen Weg machen kann, der das Unmögliche möglich macht.
Und wir gehen jetzt nochmal in einen Teil, wo wir 2 Lieder singen. Und es wird keine Bewegungen geben jetzt in dem. Wenn ihr die Bewegungen kennt, dürft ihr die gerne auch mitmachen. Aber es soll auch ein Moment sein, wo wir uns vielleicht einen Moment Zeit nehmen mit Gott. Und wir haben das Gebetsteam, wir haben das Abendmahl auf der Seite, wo wir uns an das erinnern, was Jesus eben für uns gemacht hat. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe gerade so eine Situation in meinem Leben, wo ich irgendwo unterwegs bin und ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Vielleicht auch als Familie, hey, dann geht zum Gebetsteam, sie lieben es, mit euch zu beten. Wir glauben wirklich, dass Gebet etwas hilft. Ihr könnt auch als Familie das Abendmahl nehmen, ihr könnt es auch allein machen, das Zweite, wie ihr wollt. Die Zeit soll wirklich für euch sein jetzt. Amen.